Hallo und willkommen bei den Ülepods News live aus Köln. September 2020. Sensationsfund an der Ülepods in der Kölner Südstadt. Es geschah heute Morgen bei den Bauarbeiten rund um das Zukunftsprojekt Ülepods. Bauarbeiter der Firma Hochbau Lüdenbach trauten ihren Augen nicht. Ein stetiges Klopfen in der Grube stoppte die Arbeiten. Hallo, hier müssen wir rüberkommen. Hier klopft irgendwas ganz komisch. Ich habe irgendwas gefunden. Günther Ebert, Pressesprecher der Roten Funken, war zufällig in der Nähe und live dabei, als eine alte Uniform aus dem Loch gehoben wurde. Gut erhalten und offensichtlich lange Zeit von einem Staatsfunk aufgetragen. Als das Klopfen nicht verstummte, wurde der Kran erneut nach unten gelassen. Unfassbares kam zum Vorschein. Ein lebender Urfunk entstieg dem Loch. Er berichtet, dass er bereits 198 Jahre als Funk unter der Podswache hält. Wo bist du dann her? Ja, vom Knobbelabend. Da hat er wahrscheinlich Eversbusch getrunken, oder? Ja, und wie? Und wie? Das riecht mal. Ja, ja, alle sind wir sind. Wie immer. Wie immer. Und wer ist dann jetzt Dinge Präsident überhaupt? Oh, wie hieß der? Von Königsfeld. Von Königsfeld war im Jahre 1823 sein Funkenkommandant. Er war sichtlich erschöpft und verwirrt über die Ankunft in der modernen Welt. Burgvogt Ulrich Schlüter hat ihn zum Aufpäppeln erst einmal in die Ülepods einquartiert. Ja, und dann ruft der Günther Ebert mich da an und dann komme ich zur Baustelle. Also wir haben ja mit allem gerechnet, aber mit dem Urfunk, da haben wir nicht mit gerechnet. Wir sind dann nochmal mit der Grubenlampe runter, aber da war nichts mehr. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja in der nächsten Session als aktiven Funk wieder.